Einen herzlichen guten Morgen, Dingsbums, an diesem wunderschönen Ostermäntig im Jahr sowieso. Ja, heute ist Ostermäntig, ich freue mich. Jedenfalls, ja, herzlich willkommen hier zurück bei Euro Truck Simulator. Ich habe gedacht, ich nehme euch mal wieder ein bisschen mit auf eine Reise, die ich da, naja, unternehme, sozusagen. Und, naja, ich muss euch etwas gestehen, ich muss euch etwas beichten, etwas Kleines. Und zwar ich habe eine Testaufnahme gemacht, ob alles funktioniert, ob alles gut ist und so. Und, bin ich ein bisschen im Zeug rumgefahren und dann bin ich ins Zeug reingefahren. Genau. Und darum ist jetzt mein LKW ganz ein kleines bisschen angeschlagen. Und aus dem Grund muss ich schnell reparieren. Das heisst, ich muss da den Platz treffen. So. Eingabe drücken und dann Wartung. Alles reparieren. Ah, 10.000 Stutz, das geht's auch gar nicht. So, haben wir wenigstens alles repariert. Immerhin das. So. Okay. Das heisst, wir gehen uns einen Auftrag fassen, würde ich mal meinen. Jetzt muss ich schnell überlegen, wie bin ich in das Fenster reingekommen. Ist das mit der F-Taste gewesen? Ja, was? Was? Sicher nicht. Ist schon geil. Tja, kein Auftrag. Ja, aber eben, ich möchte einen Auftrag annehmen, möchte ich gerne. Wie mache ich das schon? Ich weiß es nicht, wie man Aufträge annimmt. Auftragsangebot. Frachtmarkt. Ah, da, schau jetzt. So, also. Wie sieht es aus? Was wollen wir machen? Wir sind ja da in Zürich, dann schauen wir doch mal, was wir so von Zürich aus haben. Dortmund, Genève. Nein, da müssen wir noch weiter hinter wahrscheinlich. Da müssen wir noch weiter hinter wahrscheinlich. Luxemburg, hey, scheiße, kommt da. Fuck, da, Zürich. Der sieht doch nicht schlecht aus. Nach Venedig, nach Verona. Was haben wir da? Nach Kassel. Was haben wir sonst noch so? Nach Nürnberg. Das ist ja von Verona nach Verona. Von Verona nach Dings. So. Dann würde ich sagen, geht nach Kassel, oder? Hochwertige Fracht. Wichtige Lieferung. Angebot läuft ab in 2 Stunden. Und wir müssen am Dienstag zwischen 7.26 und 11.36 dort sein. Ich würde sagen, dann machen wir. So. Also, gehen wir das eigentlich holen. Alles klar. Ich habe mir überlegt, ob ich mit dem Pad spielen, aber es ist geil gewesen. Es ist geil. Fuck you, fuck you, fuck you! Ich habe ihn doch gerade erst repariert. Was ist los mit mir? Oh, du kleines scheiß rotes Auto, gang weg, ohne Scheiß jetzt. Man sieht da übrigens schon Spuren von der Verwüstung links und rechts am Strassenrand von der Testaufnahme. Es ist traurig, aber wahr. So. Ich folge mal im Navi und schaue, wohin das mich bringt. Mal schauen. Schön rausgeholt. Ich habe ja gar nicht gewusst, dass Zürich so schöne Stadtmauern hat. Da auf einem Hügel gebaut ist. So anscheinend fahre ich jetzt aus Zürich raus. Das dunkelt mich komisch. Ah, da geht es rein. Da geht es rechts rein. Gut, dann gehen wir da zu der Treet. Schön langsam. Ich muss ja ein bisschen aufpassen, dass mein LKW nicht allzu schnell kaputt geht, mal wieder. Und da ist mir jetzt gerade etwas aufgefallen, und zwar, wir sollten unbedingt schlafen.
Was haben wir heute? Heute haben wir eben Montag. Das ist blöd. Wenn ich jetzt keine Ahnung wie viele Stunden gehe schlafen, hat es irgendwo ein paar. Hat natürlich keinen Parkplatz. Natürlich, wieso sollte es da einen Parkplatz haben? So, also trotzdem, wir holen uns den Auftrag rein. Auftrag annehmen. Und wenn mich nicht alles täuscht. Wo ist denn der? Ah, da. Wenn mich nicht alles täuscht, müssten wir ungefähr 7 bis 8 Stunden Fahrzeit haben nach Kassel. Also jetzt so in Realtime denkt. Was läuft mit dir falsch, du scheiß Ding? Ernsthaft? Überall die dreckigen scheiß roten Autos. Was ist los mit dir? Ich muss da schon da sein, das geht gar nicht so ziehen. Hey, jetzt sind sie wieder voll überzieht. Das ist doch nicht normal. So, schön langsam, vorsichtig, vorsichtig, vorsichtig. Ja. T, ich drück doch T. Was ist mit dir was? So. Super, was soll ich jetzt da wieder rauskommen? Rückwärts. So. Fahren wir halt ein bisschen rückwärts. So, schön langsam, da funktioniert es nämlich auch. Ich habe keine Ahnung, woher das ich fahre, ernsthaft. Oh, das ist falsch. Wie schaust du da in Zeug raus? So. Ja, super, ey. Nur bis ich von dem Parkplatz da unten bin ich schon lange irgendwie über der Zeit, ey. Das ist doch nicht normal, so etwas. So. Jetzt nehmen wir. Wo ist jetzt meine. Da ist. Lass mal noch ein bisschen umhaben. Umhaben. Das ist ein scheiß Mobbing-Spiel, ey. So, warte auf das. Ist das mühsam? Ernsthaft jetzt? Herrgott, ey. Vielleicht komme ich jetzt um. Mal schauen. Ist zwar immer ein bisschen blöd, wenn man einen Anhänger dran hat und so umzieht. Aber es hat funktioniert. Es hat funktioniert. Luba. Okay, dann würde ich sagen, ab auf die Straße in Richtung Kassel. Kassel, das ist in Deutschland bekannt unter anderem wegen einem Fleischgericht namens Kassler, wo aber so vielleicht weiss, wie wir Kassel zu tun haben. So. Also, dann wir unsere Kamera mal zentrifizieren und dann fahren wir einfach mal und schauen, was uns so erwartet da. Jetzt muss ich schnell etwas schauen. Ich würde gerne mit dem Controller fahren. Keine Controller-Unterstützung. Gut, hat sich das erledigt. Gut, dann ich setze die Richtung Stutgardo. Falsche Seite, da, ich sollte da durch. Ich habe angehalten. Es hat jeder gesehen, ich habe angehalten, aber ich schaue nicht. Ja, entweder das oder das andere. Da kannst du nicht beides haben.
Ah ja. So, wir gehen Richtung Stuttogarto, nehme ich mal an. Und die Frage ist, wieso ich Stuttogarto gesagt habe. Das ist normal bei mir. So, Autobahnauffahrt, einmal lustig. So, und jetzt gibt Gummi da. Funktioniert. Sobald wir dann auf der Autobahn sind, sollten wir weniger Probleme haben. Dann werde ich auch den Dings einschalten. Ihr wisst schon. Der Autopilot. Genau, der ist jetzt eingeschaltet. Wunderbar. Wir fahren weiter Richtung Stuttgart. Ein bisschen langsamer vielleicht. Nein, jetzt fahren wir aber nicht über Landstraßen und solche Sachen, oder? Ja, hast du mich aber gern haben, du. Okay. So, dann fahren wir mal 80. Stuttgart. Okay. Manchmal dunkelt mich das Game ein bisschen komisch. Weil, sind wir mal ehrlich, wir in der Schweiz da, oder? Ich Schweizer und fahre ja auch ab und zu ein bisschen Auto. Und ich weiss, wenn ich nach Stuttgart fahre, dann fahre ich nach Basel. Und dort gehe ich auf die Autobahn und auf der bleibe ich bis Stuttgart. Ganz einfach. Oh. Das ist die Grenze. So, wisst ihr was? Wir gehen da schnell schlafen. Weil ich sehe es nämlich schon kommen, dass ich am Steuer einschlafe. Ja, das kann passieren. So, nämlich. Tack. So, Ruhepause. Gut, wir haben Nacht, das heisst auch weniger Verkehr natürlich. Also, let's go! Ja komm, wir machen jetzt heute mal richtig, also ich versuche es mal richtig zu machen. Ich sollte vielleicht noch das Licht einschalten. So. Wir bleiben hier auf dieser Strecke. Und ja, die Grenze ist jetzt hinter uns. Wir haben sozusagen schon in Deutschland übernachtet und jetzt müssen wir Gummi geben, weil sonst schaffen wir das nicht, bis die Zeit abläuft. Das heisst, der Tank ist voll. Jetzt müsste eigentlich alles funktionieren. Und dann kann ich schon mal die Reparatur zahlen, die ich wieder verursacht habe. Wenn ihr wisst, was ich meine. So, wer mich kennt, weiss ja vielleicht, dass ich Euro Truck Simulator auch gerne immer als Update-Video benutze, missbrauche sozusagen. Und ja, das mache ich doch heute auch. Und zwar, es geht um meine Aufladezeiten. Wenn das meine Videos kommen und so. Ihr habt es bestimmt gemerkt, in letzter Zeit ist es ein bisschen, ja, ich würde sagen unregelmäßig geworden. Das passt wahrscheinlich am besten. Trotzdem versuche ich mich natürlich immer an gewisse Zeiten zu halten. Also ich versuche meine Videos immer so zwischen morgen um 11 Uhr und zu Abend um 5 Uhr aufzuladen, weil das ist die Zeit, wo die meisten YouTube schauen. So erfahrungsgemäß, vor allem ich bin auch so. Das ist eigentlich die Zeit, wo ich vor allem am Wochenende am meisten YouTube-Videos schaue. Am 5 Uhr nach der Arbeit, oder? Wenn du von der Arbeit heimkommst oder von der Schule heimkommst oder woher auch immer, ist das dann, du kommst rein, bam, und YouTube und schaust mal deine Abos, die du hast. YouTube ist ja für mich schon seit längerem eigentlich, ist für mich sozusagen die Abwechslung zum Fernsehen schauen.
weil ich schaue fast kein Fernsehen mehr, sondern eigentlich nur noch YouTube-Videos und darum bin ich manchmal ziemlich froh, wenn ich ganz genau weiß, aha, an dem und dem Tag kommt das und das Video. Da ich aber natürlich halt nicht so ein grosser Kanal bin und mir das nicht kann leisten, täglich mehrere Videos aufzuladen, wenn ich nicht gerade Ferien habe, ja, fällt das eigentlich mir sowieso weg, dass ich sage, an dem und dem Tag kommt das und das raus. Aber trotzdem, also, wir können eigentlich drauf gehen, wenn nicht alles gerade saublöd läuft, sollte eigentlich mein Video immer so zwischen 11 und 5 Uhr kommen. Also 11 Uhr und 17 Uhr, für die Deutschen da draußen. Wir sind ja jetzt hier in Deutschland, da muss ich ja schon Hochdeutsch sprechen. Ich versuche es so gut es geht mit einem ziemlich krassen Schweizer Akzent. Das muss ja schon etwas repräsentativ sein, oder? Natürlich das Oder und das Lied darf auch nicht fehlen, oder? Und ja, also falls ihr jetzt das alles nicht verstanden habt, wiederhole ich mich gerne. Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem Kanal. Das ist eine neue Aufnahmesession von eurem... Nein, ist gut, ich höre schon auf. Wo hat die Musik? Ah ja, Kassel, ja. Also das mal zu den Aufladezeiten von meinen Videos. Und dann, naja, wer ein fleissiger Zuschauer ist, hat auch schon gemerkt, dass in letzter Zeit sehr wenig Videos gekommen sind. Hat mit dem zu tun, dass ich momentan wirklich einfach keine Zeit habe. Wirklich nicht. Ich muss richtig Köln. Gehen wir doch Richtung Köln. So, ich muss blinken. Ich muss blinken. Muss ich. Jawohl. Ich hätte es mir gewünscht, dass ich mehr Zeit zu haben. Aber zum Glück habe ich im Dezember relativ viel Vorarbeit geleistet. Das heisst, ich habe noch City Skylines, wo ich kontinuierlich aufladen kann. Ich habe noch Banished, wo ich aufladen kann. Und Euro Truck Simulator, das ist jetzt so, naja, mache ich jetzt halt mal schnell eine Folge. Und ja, das ist ja keine Serie in dem Sinn, dass die irgendwie wöchentlich kommt oder so. Das ist einfach so just for fun. Ja, wo ich halt damals auch ein bisschen gerade über das Neueste über den Kanal erzählen kann. Genau. Und da gibt es noch ein paar andere Erneuerungen. Nein, Erneuerungen würde ich es nicht nennen. Also es gibt mal eine Ankündigung. Eine kleine. Aber es ist noch nicht versprochen, also das ist alles noch offen im Moment. Und zwar bin ich gerade momentan ein Intro am Erstellen für meinen Kanal. Eigentlich hätte ich es schon beim letzten Video, wo gestern gekommen ist, oder gestern, also an Ostern, am Sonntag, dort hätte das Intro eigentlich schon drauf sein. Aber, jetzt kommt eben das grosse Aber. Ich bin so unzufrieden mit dem Intro, dass ich das nicht aufladen wollte. Ich habe schon alles gerendert, das Video wäre bereit gewesen zum Aufladen. Und wirklich, als ich da auf YouTube gegangen bin, auf den Hochladen gedrückt habe, habe ich gedacht, nein, das kann ich nicht machen, das geht nicht. Und aus dem Grund ist jetzt das Intro noch nicht drauf. Es gibt 2 Versionen im Moment, es wird noch mehr Versionen geben. Und ich habe mir so etwas Folgendes überlegt, und zwar, ich tue mal vielleicht 3 Intros machen, oder 4. Die kommen dann von Zeit zu Zeit halt. Und genau du sagst mir, welches das dir am besten gefallen hat. Was haltet ihr da davon? Was haltest du da davon? Das würde mich jetzt echt interessieren. Weil
meine, mir muss das Intro nicht gefallen. Mir gefällt das Intro so oder so nie. Das kann ich euch jetzt schon mal versprechen. Mir wird mir wird das Intro nie gefallen, weil ich es selber gemacht habe. Ich sehe den einzelnen Fehler dort drin und ich sehe überall, da hätte ich anders machen können und da hätte ich anders machen. Das bin ich, das ist einfach normal. Aber ich weiß nicht, wie es dir gefällt. Und wenn es dir würde gefallen und euch allen, also meiner kleinen Community, die ich hier habe, dann werde ich dann das nehmen, wo am besten abgeschnitten hat. Und ja, so wird es dann auch sein. Was mich gerade zu einem weiteren Punkt bringt, und zwar zum Video von gestern, City Skylines After Dark, das 4. Gebiet nehmen. Ich bin auf der Suche nach Gebiet nehmen. Wenn ihr denkt, ein Gebiet muss unbedingt, es geht gar nicht anders, so und so genannt werden, schreibt mir es in die Kommentare. Am besten in dem Video, wo das Gebiet am Entstehen ist. Kassel muss gerade. Ich meine, jetzt momentan sind auf 4 Folgen. Und wenn ihr die geschaut habt, wenn ihr bei mir die Serie schaut, dann wisst ihr sowieso gerade, um welches Gebiet es sich würde handeln und welchen Namen das würde bekommen. Ich versuche natürlich, euch einen Wunsch nachzukommen, was mich zu einem weiteren Punkt bringt, und zwar Turbo Dismount. Ich habe bereits ein paar Namensvorschläge bekommen. Ich will nichts Falsches sagen, aber einer ist vom Hurni, und zwar also vom Hurni 97 von den Swiss LP Gamers. Und das wäre der Benz. Schlicht und einfach. Dann ist, da mag ich mich leider nicht mehr erinnern, wer das genau war. Es ist ja schon ein Zeitchen her. Darum habe ich es jetzt momentan nicht im Kopf. Aber der Hans Mustermann oder der Max Mustermann wäre noch gewesen. Und da ist, glaube ich, noch etwas gewesen. Und ich habe mir das jetzt so überlegt, dass ich einfach alle Namen verwenden. Ich werde keine Namen von Abonnenten verwenden, weil ihr wisst mal, dass es in diesem Spiel geht. Wenn nicht, ja, schau das Video. Es wird relativ schnell klar, um was es in diesem Game geht. Es geht um Leute, also es geht darum, den Charakter auf so kreative Art wie möglich umzubringen im Grunde genommen. Und darum werde ich keine Abonnentennamen nehmen. Das mache ich nicht. Aber wenn ihr Vorschläge habt, auch gerne in die Kommentare. Da könnt ihr auch gerne unter das Video hineinschreiben, das macht gar nichts. Ja. Das war eigentlich so das gewesen, wo mir auf der Seele gelegen ist. Jetzt werde ich noch rechts überholt, weißt du, ich mache die eigentlich rechts über. So jetzt. Und ich komme langsam Angst über, ganz ehrlich. Wie lange geht das noch? Ich muss wieder links. Das ist klar gewesen. Weißt du, da wechsle ich auf die rechte Seite rüber, weil ich denke, ich bin ja langsam. Die anderen können ruhig, oder? Ja, überholen und so. Muss ich nicht gerade die Mittelstreifen besetzen. Und was passiert? Ich muss auf den Mittelstreifen. Also auf die mittlere Spur, so muss ich sagen. So, aber jetzt, ich denke, langsam sollten wir doch in die Nähe von Kassel kommen, nicht? Ja, doch. Weil so rein theoretisch, so erfahrungsgemäß liegt Kassel irgendwann mal vielleicht etwa 100 Kilometer nach Frankfurt AM. FAM. Genau. So, jetzt habe ich gerade schnell geschaut, wie es so aussieht mit dem Schlaf, aber es sieht eigentlich alles noch recht easy peasy aus. Benzin haben wir auch noch genug. Ja, ich denke, das wird eine locker easy, fluffige Fahrt. Ich frage nicht, wieso fluffig, ich weiß es auch nicht.
ist mir jetzt einfach so spontan durch den Kopf gegangen. Ihr kennt es ja. Verwirrtheit und so. Apropos Verwirrtheit. Ich habe mir überlegt, das ist so nur ein Gedanke. Aber momentan ist das Game ziemlich am Hypen. Und zwar Stardew Valley. Wenn ihr es nicht kennt, schaut gerne mal auf YouTube irgendwie so den Trailer dazu oder wie auch immer. Das Game wird oder ist von einer einzigen Person, soviel ich weiß, gemacht worden. Und es ist so gross, also es ist nicht gross im Sinn von die Welt ist riesig und Zeug und Sachen und die Handlung und Story und Quests. Aber es ist es ist eigentlich wie Minecraft. Du kannst so viel machen in diesem Game, du kannst dich so verlieren in diesem Game. Also viel machen kann man ja eigentlich auch nicht, aber man kann sich verlieren in diesem Game. Und aus dem Grund habe ich mir überlegt, jetzt hat es gerade gelegt, habe ich mir überlegt, wäre das etwas für auf meinen Kanal? Also, wenn ihr Stardew Valley gerne würdet sehen, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Scheiße, jetzt habe ich gerade nicht zum Schreiben da. Wenn ich aber solche Sachen sage, schreibe ich mir am Zeit auf im Video, wenn ihr sich das gesagt habt, damit ich würde das jetzt gerne eigentlich verlinken. Damit ihr dann nachher in der Beschreibung gerade könnt auf den Punkt abspringen, falls es euch auch würde interessieren. So, jetzt muss ich ein Gas geben, schnell von Hand, weil ich muss da rechts weg. Kassel. So. Tippetoppe. Ja, das läuft. Und ich habe jetzt schon gemerkt, irgendetwas muss ja noch kommen. Irgendwie ist die Fahrt bis jetzt viel zu locker und ohne Zwischenfeld gelaufen. Da kann etwas nicht stimmen. Aber anscheinend ist schon alles in Ordnung, also wieso auch nicht. Also eigentlich hätte ich schon etwas zum Schreiben da, aber das müsste ich jetzt schnell starten. Ich muss einfach schnell. Achtung, Unfall! Achtung, Achtung, Achtung. Ich habe auf die Zeit geschaut, das war ungefähr bei 26 Minuten gewesen, damit ich... mit dem habe ich das letzte Mal schon anfangen bei Euro Truck Simulator. Das erleichtert mir das Leben und das erleichtert euch das Leben, glaubt mir. Jetzt ist es halt gerade ein bisschen chaotisch, weil es das erste Mal ist, wenn ich das mache. Ich habe da ein Buch, nämlich, wo ich mir so Ideen reinschreibe, wo ich mir sogar Storyboards aufzeichne drinnen, falls ich habe so, ups, ich habe immer wieder so Ideen. Wow, fuck. Oh, das ist gar nicht gut gewesen. Jetzt ist wahrscheinlich die Ladung beschädigt worden. Nicht gut. Also, das war wegen Stardew Valley. Die anderen Punkte muss ich dann halt beim Schneiden nochmal schnell rauslassen suchen. Also, das ist der ETS. Da geht es um Stardew Valley. Hey, sogar leserlich. Kassel rechts. Ungefähr 26. So. Minute geschrieben. Gut. Super, jetzt habe ich einen Schleicher vor mir. Das ist ja das, was wir alle gerne haben. Er fährt 60 auf der Autobahn besser. So, Kamera mal wieder zentrieren da. Gut, starke Kurven. Ihr wisst ja, starke Kurven, das sind meine absoluten Lieblingskurven, nicht?
Aber es hat funktioniert, es hat knapp funktioniert, schau mal. Ich habe noch 1 Stunde Zeit. Hätte ich nicht gedacht, dass ich so nach Kassel komme, obwohl ich ja noch geschlafen habe. Und dort verliert mir, glaube ich, 8 Stunden, wenn mich nicht alles täuscht. Läuft. Läuft bei mir. So. Oh, jetzt muss ich da. Den kann wir aber schon überholen. Das geht ja gar nicht. Du bist ein Schleicher da. Wegen dir habe ich Zeit verloren, du Idiot. Depp. Ah, jetzt weißt du, es läuft. Schon wieder. Was, Unfall verursacht? Bist du blöd? Ich habe gar keinen Unfall verursacht. Wo habe ich jetzt einen Unfall verursacht? Hey, das Game will mich mobben, ernsthaft. Hey, das gibt's doch gar nicht. Wo habe ich jetzt einen Unfall? Ich habe nicht mal Schaden bekommen. Hey, jetzt komme ich da langsam auf der Rage da, ey, ohne Scheiß. Hello, Nordic Crown. How are you? Yes, we can. Thank you. So viel zu meinen Englischkenntnissen. Oh, ich sehe, Kassel ist ganz nah. Also das heisst, wir zahlen sicher mal keine Strafe wegen... ihr wisst schon. Wie sieht es aus mit der Fracht? So, Schaden 1% und der LKW 3%. Das geht ja eigentlich. Das geht ja eigentlich. Was ist los? Was ist los? Ui, upsala. Fast noch ins Zeug reingefahren. Genial. So, okay, Kassel. Da geht es rechts weg. Jo. Kasselisation. Kasselisation. Okay, oh. Gut, anhalten muss ich auch nicht gerade, gell? Wo ist die Feststellbremse? Ah. Leertaste. B ist die Motorenbremse. Hey, was läuft mit euch? Fahrt mal ein bisschen. Hey, das geht's doch nicht. Seht ihr, der steht auf der Bremse. Der steht auf der Bremse. Unglaublich, unglaublich. So, jetzt muss ich ich glaube gut, wenn ich rechts bleibe, nicht ganz sicher. Hey. Die Autos, ey. Lebensmüde oder so. Sieht so aus, als müsste ich mal links weg. Aber auch nicht jetzt. Das geht so gerade für mich. Jetzt geht es links. Mit ziemlicher Sicherheit. Ja, so ist es. Nein, ich brauche gar nicht viel Platz. So, jetzt warten wir noch auf grün. Und da sind wir auch schon da. Siehst du, der hat gewartet. Ich habe gewusst, dass der wartet. Jetzt habe ich schon gehofft, hey, fahr nicht in mich rein, fahr nicht in mich rein. Ja, dann geht es da rechts für mich. Alles klar, ja, da haben wir da. Das ist, glaube ich, die erste Fracht im 2016, als ich am Fahren bin. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, das ist die erste Fracht von 2016. So, da tun wir nicht lange da rumdingsen.
zack, schnell abladen. Gute Arbeit! Gabelstapler von Zürich nach Kassel geliefert. Ich glaube, in Kassel sind wir nämlich auch noch nie gewesen. So, gefahrene Strecke 553 km, 16 Stunden hat es gedauert, verbrauchter Kraftstoff 272 Liter, was? So, Basisvergütung 553 GP habe ich bekommen, Erfahrungsbonus Level 7, Fernfahrtenbonus, hochwertige Frachtbonus und dringende Lieferung-Bonus. Ah, nicht schlecht. Und da hat es ganz kleines wenig bisschen Abzug gegeben. Kaum zu reden Wert. Tipptopp. Ich würde sagen, der ist gut gelaufen. Wow, nein! Es wäre nur noch ja, knapp 200 dp. Geile Sache, geile Sache. So, ich würde mal sagen, vielen Dank fürs Zuschauen. Es war mal wieder eine Freude gewesen, mich mit euch zu unterhalten. Auch wenn es immer eine einseitige Unterhaltung ist, aber glaubt mir, ich finde das lustig. Ich finde das gut so, sonst würde ich es so machen. Jo, eben. Habe ich noch einen wunderschönen Ostermontag, wunderschönen Viertag. Ich melde mich ab, wünsche bis zum nächsten Video euch eine gute Unterhaltung. Euer Trolli, ciao zusammen.